Und weiter geht's bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, aber noch nicht im Heldenmodus, denn mir ist etwas aufgefallen. Wir haben ja alle 7 Dragon Balls. Was bedeutet das? Ganz genau, wir können Shenlong rufen. Also tun wir das doch. Wer weiß, was wir dieses Mal freischalten können. Erscheine mächtiger Drache! Polunga? Jetzt bin ich aber überrascht. Oder ist das letzte Mal auch schon Polunga erschienen? Hä? Der ist sogar noch größer, ja, allerdings. Ach du Scheiße, okay. Was? Piccolo-Umhang? Saiyajin-Rüstung. Gibt's sonst noch was? Du kannst eine neue Karte wünschen, Gletscher. Ja, wieso eigentlich nicht? Schalt ein neues Kostüm frei. Nö. Was? Das ist nicht namig. Auch nicht schlecht. Kostüm. Mann, Alter, ich war noch nicht fertig. Lass mich zurück. Geht doch. Wieso musst du mich auch immer unterbrechen? Karte wünschen. Was? Unterwelt? Achso. Machen wir mal Kaioshins Welt. Okay. Mann, ich fand Polunga immer so witzig. Den ersten Wunsch. Stimmt ja, ich habe 3 zur Verfügung, oder? Ich hoffe, es sind da wirklich 3 Wünsche. Wunsch erfüllt. Geil, Mann. Gut, der nächste. Die Unterwelt. Das ist eine einfache Aufgabe. Ja, schon gut, dann mach's doch mal. Wunsch erfüllt. So einfach geht das. Es müssen nicht mal seine Augen rot leuchten. Oh Mann. So, was gibt's sonst noch? Gletscher, genau, den muss ich mal freischalten. Die Kostüme sind mir mehr oder weniger egal. Zumindest mal fürs Erste. Wunsch erfüllt! Leb wohl. Jo, mach's gut, du Muskelprotz. Alter, sieht der aus. Richtiger Wandschrank von einem Drachen. Hoffentlich sehen wir ihn bald wieder. Und Tschüssikowski. Bitte das System nicht abschalten. Tja Leute, jetzt sind wir wieder mal OOD. Out of Dragon Balls heißt das, gut. Ja, oder auch nicht, aber ist ja egal. Machen endlich da weiter, wo wir eigentlich weitermachen wollten, und zwar mit dem Story-Modus. Nö, den haben wir endlich hinter uns gebracht. Wird Zeit für die zweite Hälfte des Spiels, sprich den Heldenmodus. So, was? Standtyp mit einer ausgeglichenen Balance bei Angriff und Verteidigung. Dieser Typ kann viele Arten von Moves und Superangriffe erlernen, ist der variabelste der 3 Typen. Achso, jetzt kann ich endlich mal meinen eigenen Charakter erstellen, wa? Na, mal schauen, der 8. Typ. Dieser schwertige Typ ist der talentierteste der 3 Typen in Bezug auf Ki-Einsatz. Man kann daher eine begrenzte Anzahl Moves, Moment mal, ich bin noch nicht fertig, und Superangriffe durch Training erlernen. Eine begrenzte Anzahl. Der schwere Typ. Dieser körperlich starke Typ kann von allen 3 die stärksten Nahkampfattacken austeilen. Er kann eine begrenzte Auswahl an Moves und Superangriffen durch Training lernen. Der Standardtyp, also eher von der Größe her von Vegeta. Hier haben wir einen Goten Trunks, das ist quasi ein Kind noch. Und hier haben wir einen Piccolo. Nein, nicht ganz. Ja, wen nehme ich denn jetzt am besten? Den schweren Typ, den Standardtyp? Wir haben es ja 3 Typen. Das passt eigentlich näher zu mir. Okay, den variablen Typ. Namen eingeben. Natürlich nicht Standardheld, sondern wir nennen ihn ganz einfach. Na, können wir gut raten. Rücktaste. So. Wie kann ich jetzt hier schon wieder? Man tritt hoch! Wie geht das schon wieder? Was ist das hier? Nö. Ah, R2, so. Geht doch. Wieder wechseln. Ganz genau. Doch nicht so. Ganz genau. Michael wollte ich sagen. Wir nennen ihn einfach Michael. Wieso auch nicht? Das funktioniert doch so. Ja, Start Eingabe. Haare. Strubbelte Haare. Was gibt's sonst noch für Frisuren? Wilde Haare. Okay, also im Raditz-Style. Glatze. Tension-Style. Was? Diese 3 Auswahl gibt's? Das ist ja wohl ein Scherz, oder? An die Pflegeleiterfrisur, die eigentlich doch viel Mühe macht.
Lange ungezähmte Haare. Alle Haare abrasiert. Ja, ach du Scheiße. Hey. Können wir auch zweite... Okay, Haarfarbe 1. Was nehmen wir hier am besten? Wird ein bisschen crazy, also, dass man so sagen darf. Sättigung. Ein bisschen mehr Sättigung. Ah, jetzt geht's doch. Helligkeit. Voll die pinken Haare! Nee, natürlich nicht. Sonst noch Wünsche? Ja, was nehme ich am besten? Ich kann zwar rote nehmen. Nee. Blonde wäre direkt ein Super Saiyajin. Kann man sich überhaupt verwandeln? Ich bezweifle es irgendwie. Sättigung. Dürfte vermutlich die Mitte am besten sein, wa? Aber eigentlich will ich ja schwarze Haare nehmen. Wie mache ich das nur am besten? Also. Alter! Okay, mit einem leichten Rotton. Was eigentlich nicht der Sinn der Sache sein sollte. Also, wie kriege ich jetzt hier eigentlich schwarz hin? Ja, ganz dunkel oder was? Hoch, jetzt hier noch einmal. Ja, sieht irgendwie crazy aus, oder? Oh Mann, was soll denn das? Mal schnell zurück. So, jetzt nochmal. Hier oben, da oben. Dann Helligkeit. Ja, ja klar, weiße Haare. Mach einen auf Storm oder wie? Ja, lassen wir es so. Schwarz. Wieso haben wir zwei nicht? Da geht das erst später. So. Okay. Mann. Ja, sag doch okay. Ist doch okay, okay. Was ist jetzt los? Halt zurück. Achso, gut, Haare, Haut, Grundfarbe. Was geht's denn hier sonst noch? Wenn man Sättigungston, meine Fresse. Gut, lassen wir es so. Das Kostüm kann man da mal zumindest was. Oh, haben wir ja viele Auswahl. Schildkröte. Das Zeichen Goku. Logozeichen aus. Ja, why not? Was Teil 4 Teil. Ah! Kann ja einzeln einstellen. Cool. Mal die Uniform testen. Nö. Normale Uniform 1. Ja, why not? Eingeborenen Kostüm. Wie soll das aussehen? Mann, ich hab noch kein Broly. Körper. Oh Mann. Da dürfen sich vor allem die Mädels freuen. Okay, normale Uniform 1. Gut schauen. Okay, dann nehme ich den. Dann nehme ich den eher in Blauton. Ein dunkles Blau. Ja, das ist doch... Sättigung. Nö, du bleibst unten. Beziehungsweise da rechts und jetzt... Wobei es schon fast hier wieder schwarz war. Das passt doch. Teil 2, was nehme ich jetzt da? BH in Gelb. Denke ich mir jetzt mal. Ich weiß, vielleicht dürfte das jetzt ziemlich uninteressant und so sein, aber auch das muss seine Zeit haben. Ja, was nehme ich da? Jo, das sieht doch gut aus. So, Teil 3, der Gürtel. Was nehmen wir da am besten? Vermutlich schwarz, oder? Ein schwarzer Gürtel. Der muss doch im Prinzip so funktionieren, damit ich schwarz bekomme. Weiß. Wahrscheinlich nicht, weiß sieht ja auch gut aus. Allerdings, nee, ich nehme schwarz. Schwarz und die Schuhe. Tschüss. Ich mache jetzt die Schuhe. Sind doch eigentlich egal. Es soll nur zweckmäßig sein. Okay, auch schwarz. Logozeichen aus, Gauter. Aus brauche ich nicht. Und let's go. Das ist auch Stimme fröhlich. Wie wär's mit... Achso, abspielen. Hä? Achso, ja, man hört zwar kaum, aber... Sagt tatsächlich was. Vor allem ziemlich schnell. Nee. Auch nicht. Ja, spinnst denn du? Nee. Schon besser. Teenager-Stimme. Gut, hätten wir das auch. Und lasst uns beginnen mit unserem neuen Charakter, Michael, dem Saiyajin, ich gerade sehe, der einen Saiyajin-Schwanz trägt. Achso. Genau wie die Erde, auf der Goku lebt, gibt es eine andere Erde, die parallel existiert.
並行した時間にあるもう一つの地球。この世界で今ある異変が起きていた。多発する災害天変地異、そして混乱に乗じるように現れた悪党たち。恐ろしい力の前に人々はなすすべもなく、絶望と恐怖の日々を過ごしていた。この異変を生み出したのは一人の男。この世界に混乱を。男は7つのドラゴンボールを集め、究極シェンロンを呼び出し、その願いを叶えたのだ。地獄のようになり果てた世界。だが希望の光は残されていた。一人の勇敢な Mann, ey, wie lange denn noch? Ja gut, jetzt reicht's mir. Eine Fresse, wieso ist mir jetzt der Erzähler dauernd dazwischen gekommen? Und wieso war jetzt halt die Rede vom ultimativen Shenlong? Jetzt sag mir bitte nicht, dass das irgendwie eine Zeitperiode ist, wo Gott und Piccolo wieder eins waren und daher die Super Dragon Balls aus Dragon Ball GT wieder existieren. Okay, und da sind wir schon. Michael, der Saiyajin. Wo geht's jetzt weiter? Hallo? Ich sehe so wenig. Ja, suchen ist doch schön und gut. Okay, wir können auch fliegen. Gar nicht mal so schlecht. Mir fehlt der Dragon Ball. Ah, was ist denn hier los? Ödnis. Okay, gehen wir mal hin. Kampf beginnen. Oh. Ein neuer Kampf. Da fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht ausgewählt, was für Moves ich drauf habe. Ich dachte, die könnte ich auch wählen. Auch die Superangriffe und so weiter. Okay. Also die Einleitung hat dir einiges versprochen für die Story im Heldenmodus. Bin ich jetzt mal gespannt. こんなところで何をしてるのですか？なんだお前、この辺りでは見ない顔だな。これは我が銀龍特戦隊が誇るスペシャルファイティングポーズだ。銀龍特戦隊ってあの特戦隊のことですか？そうか、お前特戦隊に入りたくてやってきたのか。それならそうと早く言え。いや、僕は別に。でも僕がリーダーならメンバーに入ってもいいですよ。貴様、この義乳様を差し置いて隊長になるつもりか。いいだろう、貴様にこの俺の偉大さを分からせてやる。さあ行くぞ。 Ja Leute, darf ich vorstellen, Ginyu der Oberarsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieso hat er uns den Arsch entgegengestreckt? Und wieso weiß ich etwas über das Ginyu Sonderkommando? Gibt es hier etwa alle Charaktere inklusive Goku und so auch? Das Spiel wird langsam aber sicher interessant. Also zumindest mit der Heldenmodus, okay. Und auch seine Kommentare und so von Michael, also ich muss sagen, der ist mir gar nicht mal so unähnlich. Ich will mich zwar nie an einer bösen Truppe anschließen, aber der Rest mit dem Anführer und so, der hat schon was. Okay, Ginyu scheint aber eine ziemliche Flasche zu sein. Alter! Mensch, ist der bescheuert! Ist gar nicht so übel, aber ich dafür. Mann! Was darf wohl nicht wahr sein, mal knapp daneben, ey. Du. Egal. Aber Schaden sieht er sowieso nicht ab, meine Fresse. Du bist aber dran! Und tschüss. Wow. Grüß die Sterne! Oder wohl eher die Ameisen! Bam. Der kommt nicht wieder. Ups. Tschüss, Mann! Autschi! Das muss wehtun. Aber er hat es auch nicht anders verdient. Und weiter geht's, wenn ich schon mal so gut drauf bin. Ja! Yeah. Ich klapp dich durch wie ein Schnitzel. Meine Fresse, ich habe auch immer die gleichen Sprüche auf Lager, aber ist egal. Wow.
Okay, mir ist gerade das Key ausgegangen. Das ist scheiße. Ich hoffe, Michael macht trotzdem weiter. Nö, wäre auch so schön gewesen. Volle Kraft, Flutwelle! Das war jetzt eigentlich das, was ich wollte. Vor allem ist das, glaube ich, ein ziemlich lahmer Move. Ei! Der will eine Weile Schmerzen haben. Mann! Shit! Oh. Ja, klappt doch schon drauf. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Ki, um kontern zu können. Jo. Ist vorbei. Oh Mann! Autsch! Du Assi! Hoi, hoi, hoi! Nimm das, nimm das, nimm das! Hey, wer hat dir erlaubt, meinen Angriff abzublocken? Ups. Der Part ist gleich vorbei und so wie es aussieht, ich auch. Leute, ich sag schon mal Tschüssikowski! Ei! Au! Verdammt! Mann, du Arsch! Was soll denn das? Habe ich dir erlaubt, mich so zuzurichten? Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern. Und wieso nimmt meine Geißenzeige nicht zu? Mann ey, daran bist doch nur du schuld, gib's zu, Mann. Ja, nee, oder? Ist klar, Mann. Ich hatte ihn doch schon fast. Nein, 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 nein. Wow. Das war knapp. 約束だ。お前にリーダーの座を譲ろう。いやダメです。僕にはやるべきことがあります。国戦隊のリーダーになるよりも大切なことがあるというのか。 Also da fallen mir einige Sachen ein. 待て。これをお前に渡そう。ドラゴンボールだ。 Hä? ドラゴンボール？ これを7つ集めると願いが Na klar, ey. Ich soll keine Ahnung haben, was Dragon Balls sind. Ach du Scheiße. これをお前の旅の役に立ててくれ。 Ja, da hoffen wir wohl das Gleiche. ドラゴンボールという世界を変える手段を見つけ、若者は新たな知恵と旅立つのであった。 Okay, Freunde, das war's auch schon mit dem ersten Part hier im Heldenmodus. Ich muss sagen, es war doch ein bisschen stürmisch und so, es ging klar zur Sache und ja, bin mal gespannt wie, ich werde die Welt verändern, ja ist ja gut. Und ich bin gespannt, wie es hier mit der Story weitergehen soll und was man noch alles einstellen kann, wer weiß, vielleicht kann ich ja auf der Overworld auch noch einstellen, welche Supermoves und so ich habe. Wie es weitergeht im nächsten Part. Ciao zusammen.